Lobe den Herrn, Halleluja. Jetzt sehen wir im 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8 und 9, dass derjenige, der Sünde praktiziert, vom Teufel ist, denn der Teufel hat von Anfang an gesündigt. Der Sohn Gottes erschien zu diesem Zweck, um die Werke des Teufels zu zerstören. Deshalb werden wir heute aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 19, Vers 13, lernen, dass wir feststellen, dass Jesus selbst das Wort Gottes genannt wird. Wir haben also das Wort Gottes in zwei Formen. Zuerst haben wir das Wort, das geschrieben oder gesprochen wird, das Wort, das gerade durch diese Botschaft zu ihnen kommt. Wir haben aber auch das lebendige persönliche Wort, den Herrn Jesus Christus. Offenbarung Kapitel 19, Vers 13, sagt, dass Jesus selbst das Wort Gottes genannt wird. Halleluja, dank dir Jesus. Jesus ist also das fleischgewordene Wort Gottes, und er hat unter uns gewohnt und er lebt gerade in unserer Mitte. Es gibt also zwei identische Analogien des Samens. Halleluja. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einen Kindergarten gegangen und kaufen eine Packung Samen. Nehmen wir an, es handelt sich um Wassermelonensamen. Jetzt sind in dieser Packung kleine, schwarze, glänzende und harte Samen, und wenn man sich die Samen ansieht, sehen sie absolut leblos aus und sie sind sicherlich nicht schön. Auf dem Umschlag der Packung sehen Sie jedoch ein Bild einer vollreifen Wassermelone, die in zwei Hälften geschnitten wurde. Wenn Sie sich jetzt das rote Fleischbild dort ansehen, beginnt Ihr Mund zu wässern. Jetzt wird das Wort Gottes in uns das Leben und die Natur des Herrn Jesus Christus hervorbringen. Jetzt wiederhole ich noch einmal, dass das Wort Gottes in uns das Leben und die Natur des Herrn Jesus Christus hervorbringen wird. Wie funktioniert es? Es funktioniert genauso, wie Sie sehen, wie der Same funktioniert und dieses Wunder hervorbringt. Wenn Sie also diese schöne verlockende Wassermelone sehen, fragen Sie sich, wie sie aus diesen kleinen, schwarzen, glänzenden, harten Samen in dieser Packung entstehen kann. So funktioniert das Wunder des Samens. Es ist das Wunder, das uns überall in der Natur umgibt. Mit anderen Worten, der Samen hat das Potenzial in sich, das Sie nicht sehen können. Er hat die Kraft, nicht eine Wassermelone zu produzieren, sondern viel durch diesen einen Samen. So tut Gott auch für uns, wenn wir Predigten aus dem Wort Gottes erhalten. In diesem Moment können Sie hören, wie ich Ihnen das Wort Gottes predige, mit anderen Worten, ich bringe Ihnen das Wort durch die Audiobotschaft. Diese Nachricht, die Sie gerade hören, ist genau wie dieser kleine schwarz glänzende Samen. Jetzt scheint es keine enorme Schönheit oder Kraft zu haben, aber wenn Sie den Samen, den ich gerade predige, in Ihr Herz empfangen, wird es in Ihnen ein Leben hervorbringen, das schön, heilig und ewig ist. Es bringt in dir Leben der Heilung und Befreiung und Wohlstand und Schutz und die Güte Gottes hervor. In gewissem Sinne ist das Leben, das in uns entspringt, wenn wir das gepredigte Wort Gottes empfangen. Genauso anders ist eine reife Wassermelone, die aus diesem kleinen Samen stammt, der leblos aussieht. So wie die reife Wassermelone wird das Wort Gottes tatsächlich das Leben, die Natur des Herrn Jesus Christus in uns hervorbringen. Und dies ist Gottes ultimative Absicht, sein Wort zu senden. Er möchte Jesus in uns aus den Samen des Wortes reproduzieren. Mein Freund, wenn Sie nur den Samen von Gottes Wort empfangen, ist das Versprechen des Wortes Gottes, dass es neues Leben in Sie bringen wird, und das sagt Johannes Kapitel 1, Vers 12. So viele ihn empfangen haben, das ist Jesus ihnen gab er ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes sagt also, dass diejenigen, die Jesus durch einen Samen empfangen, glauben, dass der Samen von Gott geboren ist. Wenn sie nicht aus Gott geboren sind, ist dies der richtige Zeitpunkt, um wiedergeboren zu werden. Öffne dein Herz, empfange das Wort, das gepredigt wird, glaube, dass Jesus für deine Sünde gestorben und wieder auferstanden ist. Jetzt können sie ihre Sünden bekennen und Jesus bitten, ihnen zu vergeben. Nimm Jesus durch Glauben in dein Herz auf. Wenn du das tust, bist du wiedergeboren. Und das ist eine mächtige Wahrheit.
Sie können in dieser Minute wiedergeboren werden. Das ist eine mächtige Wahrheit, okay. In Johannes, Kapitel 8, Vers 31, wie viele von Ihnen glauben, dass das Wort Gottes oder die Schrift sie heilen, retten, ihnen ein neues Leben, eine neue Zukunft geben kann? In Johannes, Kapitel 8, Vers 31, heißt es, Jesus sagte zu den Juden diejenigen, die an ihn glaubten: Wenn es nun eine Bedingung ist, wenn du in meinem Wort weitermachst, dann bist du meine Jünger und du wirst die Wahrheit und die Wahrheit kennen, die Wahrheit wird dich frei machen. Er hat nie gesagt, dass das Wort dich frei machen wird, er hat gesagt, dass die Wahrheit dich frei machen wird. Lobe Gott! Das Wort, das sie erhalten haben, ist der Same. Wenn nun das Wort gepredigt wird und der Prediger ihnen Verständnis für das Wort gibt, beginnen sie, dieses Wort zu empfangen. Nun, da das Wort oder die Anwendung des Wortes oder der Herr, der durch die Stimme des Wortes spricht, Gott preise, wird es das Rema-Wort. Und wenn sie das Wort einmal verstanden haben und die Wahrheit erhalten, wird die Person niemals aufhören, die Wahrheit anzuwenden. Warum? Weil die Wahrheit ihn frei machen wird. Zum Beispiel hast du 10 Euro bekommen und 7 Euro für einen armen Mann ausgegeben, einen kleinen Snack für ihn mitgebracht. Natürlich hast du 3 Euro, aber wenn du dir die Bibel ansiehst, die wir so oft gelesen haben, geben sie und es wird ihnen ein gutes Maß gegeben, niedergedrückt, zusammengeschüttelt, überfahren werden die Menschen ihrem Bußen geben. Lukas Kapitel 6, Vers 38. Also haben wir dieses Wort gehört, aber nicht notwendig, wir haben dieses Wort verstanden und das Wort angewendet. Wenn ein Mensch die Wahrheit versteht, kann er die Ressourcen nutzen, die er hat, und sie im Reich Gottes nutzen, und wenn er diese Wahrheit im Reich Gottes benutzt, wird diese Wahrheit, die er gelernt hat, ihm helfen, herauszukommen jede Finanzkrise. Weil die Wahrheit sagt, wenn du es gibst, wird es dir gegeben werden. Wie viele Menschen glauben tatsächlich an die Wahrheit und wenn sie an die Wahrheit glauben, dann wird es ihre entsprechende Handlung zu dieser Wahrheit sein. Wenn sie also sagen, dass ich an die Wahrheit glaube, aber die entsprechende Handlung nicht darin besteht, zu geben, bedeutet dies, dass der Samen nie in ihr Herz gepflanzt wurde. Wenn der Samen in das Herz gepflanzt wird, dieser Samen, der lebendig und aktiv und kraftvoll ist, wird dieser Samen beginnen, mit ihrem Geist zu sprechen. Und wenn sie anfangen, die Stimme Gottes durch den Samen Jesu zu hören, wird diese Wahrheit jetzt eine vollständige Veränderung bewirken, eine vollständige Veränderung im Leben eines Menschen. Denn jetzt, wenn sie das Wort gehört haben, kennen sie die Wahrheit und gehen in Aktion. Jesus, der in ihnen ist derjenige, der eine entsprechende Aktion ausführt, ihnen hilft, sie stärkt und mit dieser entsprechenden Aktion diesen Samen ändert in eine reife Wassermelone. So wie es geschieht, wird ihr Samen bei der Heilung Heilung bringen, ihr Samen bei der Befreiung wird Befreiung bewirken. Wenn sie also die Stimme gehört und an die Wahrheit geglaubt haben, sind sie nicht länger ängstlich, aber du bist in vollkommenem Frieden. Du bist in vollkommener Ruhe und das ist es, was dein Wunder schafft. Also, Vater im Namen Jesu, das Wort wurde gepredigt, und dein Volk, deine Kinder haben das Wort empfangen. Herr, lass diesen Samen, der gepflanzt wurde, in ihnen wachsen und eine Ernte von 100-fach, 30, 60 und 100 produzieren. Also, Vater im Namen Jesu, als dieser Same gepflanzt wird, wurde jedes Werk des Satans ans Kreuz genagelt, jedes juristische Dokument wurde annulliert, jeder Fluch wurde gebrochen, Segen ist gekommen. Heilungen sind gekommen, jedes Virus ist vollständig getötet und durch das Blut Jesu zerstört. Es ist das Blut Jesu, das dir Leben gegeben hat. Proklamieren, freuen und tanzen sie in der Gegenwart Gottes, dass sie unter engelhaftem Schutz stehen. Lobe Gott, Halleluja! Hier ist also der Same, was deine Augen nicht gesehen haben, was deine Ohren nicht gehört haben, was nicht in dein Herz eingedrungen ist, jene Dinge, die Gott bereits für diejenigen vorbereitet hat, die ihn lieben. Also, Vater, all die Dinge, die du für diese Person vorbereitet hast,
lass sie sich in ihrem Leben manifestieren, und ich bete, Herr, dass diese Person von nun an in dein Wort eingebunden ist und ein im Herzen gepflanztes Wort sich vorbereitet. Der Garten Eden manifestiert sich im Leben dieser Person, in ihrem Eheleben, in ihrem Familienleben, im Leben ihrer Generationen. Danke und preise dich, Vater, für diesen Segen in Jesus' Name. Amen, Amen und Amen. Ich wünsche Ihnen einen großartigen gesalbten Tag mit Jesus, dem Heiligen Geist und Abba Vater in Jesu Namen. Amen.